Und weiter geht's hier bei Pokémon Delta Alpha Saphir diesmal. Hi Freunde, willkommen zurück. Ja, Regigigas will immer noch nicht. Scheinbar will er gar nicht mehr bei mir, ist aber auch scheißegal. Wir machen weiter hier unseren nächsten Abenteuer, sprich mit den Wettbewerben. Die habe ich ja bereits im ersten Let's Play, sprich, also ersten Let's Play, ja, ersten Staffel wohl eher, zu Omega Rubin bereits mal kurz vorgestellt und so mit dem dortigen Cosplay Pikachu mit dem hier. Naja, unter anderem zumindest. Ja, Pikachu! Vor allem der Coolness-Faktor, ich habe jetzt dem hier noch extra ein paar Punkte gegeben, ihr seht es oben, also ja, links oben halt. Dass der Coolness-Faktor jetzt ganz weit oben ist doch einfach nur geil, Mann. Und dann das hier. Pikachu, ja, ein weibliches Pikachu. Habe ich jetzt gerade bekommen, als ich mal einen ganz kurz Normalrang nochmal versucht habe. Und ja, ich meine, ist dreimal cool, einmal putzig, bin jetzt nicht so viel für den Wettbewerb, aber ist trotzdem nice. Tja, mit dem, also sprich das Pokémon, mit dem ich gerade den Normalwettbewerb gewonnen habe, ist das hier. Unser Chaos. Stärke optimal. Mit den 4 Attacken aus dem Grund, Kraftkoloss halt einfach mal, naja, ist halt, wie soll ich sagen, die Idee dahinter ist schon cool und Ausdruckskraft, 6 Herzen, das ist schon ziemlich viel, aber eben leicht aus der Ruhe zu bringen, sprich, ich sollte die Attacke erst ziemlich zum Schluss anwenden, was mich ein bisschen Dilemma bringt. Natürlich noch die Variante ist auch Schaufler, also sprich, haben wir es eigentlich so gedacht, ursprünglich von mir, dass ich zuerst Kraftkloss einsetze, in erster Runde dann Schaufler, aber bringt ja nicht sehr viel, weil ich müsste eigentlich umgekehrt einsetzen. Und wenn ich irgendwie weiß, ja, okay, ich komme hier in den 2., 3. Rang dran, also 2., 3. Platz bin ich dann. Nicht Platz, Reihenfolge, dankeschön. Wenn ich drankommen und weiß, ja, der andere will mich vermutlich aus der Ruhe bringen, dann wäre natürlich der hier besser. Moment, stimmt gar nicht, hey. Also beziehungsweise halt ich würde in Führung liegen. Bei den ersten könnte ich den einsetzen, weil den als erster einsetzen wäre schon, ja, irgendwie nicht so ganz klug. Ja, und die halt, vor allem halt das letzte war, aber ist dann kam in der nächsten Runde erst später zum Zuge. Den hier als erster war das zuerst Drachenhut einsetzen. Wenn ich dann direkt letzter bin, dann den hier, außer ich muss ihn aus der Ruhe bringen, wenn er schon so viele Skills drauf hat und so, dann halt direkt den hier wegen Störfaktor. Und Schaufler. Ja, das sind einfach mal so ein paar Attacken, die ich noch per Team beigebracht habe. Ist ja nicht so groß strategisch, aber es geht ja mir darum, mal ein bisschen zu testen, das Ganze überhaupt funktionieren könnte. Und ob es so funktioniert, müssen wir überhaupt vorstellen. So. Willkommen, Mann. Teilnehmen. Welches Pokémon? Erstmal Chaos. Weil es soll ja möglich sein, dass man hier eine Mega-Entwicklung machen kann. So, natürlich machen wir einen Stärkewettbewerb mit. Diesmal der Superrang. Okay, Mann, ja. Wäre kluger gewesen, ich hätte jetzt auf Omega Rubin darüber transferiert und dort gemacht, weil, ja. Er ist nämlich kein Mädchen, zweitens trage ich nie Kleider, es war eher zum Let's Play technisch zu zeigen. Naja, ja, wir haben es mal gezeigt, ist doch auch schön. Mann, ey. Superrang, hier wird sicher übel werden. Was, Kneifkorps? Krebscore! So, Nummer 2, Parker und Linealo. Was? Gyarados. Jim und Udo. Dodo. Tja, und jetzt natürlich die Creme de la Creme, Maike und Chaos. Ja, Mann, was geht ab? Der große Star. Tja. War nicht groß anders zu erwarten. Los geht's, alles klar? Ich bin erst, wie gesagt, im Kraftkoloss. Also am ersten Mal kann man es ruhig versuchen. Andererseits, wie gesagt, der Störfaktor ist ziemlich groß. Da bin ich natürlich gar nichts. Was da Ruhe zu bringen. Der wird theoretisch noch was. Wobei, wenn ich natürlich jetzt Schaufel einsetze, bin ich nachher vermutlich wieder als Erster dran. Wir müssen nachher Drachenroute einsetzen. Ja, jetzt strategisch die Frage war, wie agieren hier die Gegner auf dem Superrang? Ich versuche es mit Drachenroute. So, weil ich so cool bin, kriege ich sicher noch einen 4. Yeah, Mann. 4 Herzen. Für den Anfang ist doch gar nicht mal so übel.
Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Alter! Wie gibt denn der? Noch ein Zerschneider. Okay. Schreiben wir eine beliebte Attacke. Und das war Runde Nummer 1. So, jetzt bin ich letzter, natürlich sehr geil. Jetzt halt die Idee, entweder mit Kraftclose full reinrocken in Führung zu gehen, oder aber ich sag mir, ich mach Steinhaken mal zu stören. Aber momentan sind noch nicht so viele. Also sprich, wir haben noch nicht so viele Herzen, deswegen ist Steinhaken noch nicht unbedingt nötig. Sprich, ich will erstmal ein bisschen in Führung gehen und nachher, wenn ich irgendwie merke, oh, da gibt es so und so Charaktere, oder natürlich Steinhaken vermutlich noch dann geil, wenn natürlich, wenn ein Herzen oben war. Wenn wir jetzt links oben hätten wir insgesamt 5 Sterne. Also ein 5-Sterne-Symbol. Angenommen, einer von denen würde diese 5 Sterne abgreifen, dann kriege ich natürlich sehr viele Herzen dazu. Und ich würde das vorher bereits irgendwie einkalkulieren können. Dann wäre Steinhacke genial. Ja, versuch's mal so. Schnabel! Okay, 4 kriegt ein Herz dazu, kriegt keins. Stärke! Der müsste aber eins geben. Yo, Mann! Ich muss echt irgendwie so hinkriegen, dass ich bereits 4 Sterne vor mir dran sind, kann ich den 5. abgreifen und den Rest auch noch, das ist eben das Problem. Versuche die Konkurrenz zur Ruhe zu bringen, den tun bei meinem vorherigen. So, und jetzt komme ich. Okay, in Führung! Wir müssen noch ein Herz kriegen. Ja, Mann! Der 3. Stern oben. Und noch ein Herzchen für mich. Dankeschön. So. Welchen Rang bin ich jetzt? Also sprich mit der Stelle. Wieder Erster. Ist jetzt doof, weil wir haben bereits 3 Sterne oben, oder? Jetzt mal schaufeln. Ich bin hier zuvorderst. Das bringt nicht viel, weil sobald mich einer stört, dann bin ich echt im Arsch. Außer mit dem nach oben mindestens... Ja, sicher 4 Sterne, wobei bringt ja auch schon so einen. Das ist immer die Frage, bringt jede Attacke, also wir sind jetzt hier im Stärkewettbewerb, oder? Wenn ich eben eine Stärke-Attacke einsetze, kriegt es dann immer oben einen Stern, oder? Weil natürlich jetzt meine Position ist das echt doof. Ja, durch den wieder einsetzt, kommen wir da später dran, sprich... Ja, das ist doof. Nee, sowieso, nee, ich muss Schaufler versuchen. In der Hoffnung, dass es also etwas bringt. Und bitte kein Stern oben! Aber nur mir 2 oder 3 Herzen wäre cool. Ja, Scheiße. Ja, genau, das wollte ich nicht. Das ist das Problem. Das wäre doch noch irgendwie eine Attacke, die halt nicht stärkemäßig ist, aber mit anderen kombinieren lässt noch ganz vernünftig. Für solche Fälle halt. Ja, natürlich, jetzt kriegt er alles. Genau, das wollte ich nicht, weil jetzt ist es doof. Für ein Live-Kunststück. Genau, und bei der Situation würden wir drin sein. Also diese halt erleben, dann müsste scheinbar eine Mega-Entwicklung drin liegen. Alter! Das tut weh. So, komm, versucht's, bringt uns aus der Ruhe, versucht's! Doppelschlag. Das ist, glaub ich, so eine, wa? Was? Ich hab doch extra... Moment mal. Vereitelt einmal einen gegnerischen Versuch, einen anderen aus der Ruhe zu bringen. Hä, hab ich doch gemacht, weil die anderen haben mich gar nicht versucht, aus der Ruhe zu bringen, oder doch? Krebskopf vielleicht? Ich sehe die anderen Attacken. Da ist ja... Okay, nichts gesagt. Ich dachte das eigentlich immer, dass... Ja, so kann ich natürlich schon vorbereiten. Ja, ganz toll. Moment, wir haben wieder 5, weil ich bin in der 3. Position. Angenommen, wir setzen alle eine Stärkeattacke ein. Könnte ich sie nachher abgreifen. Natürlich jetzt der hier in 3. Position jetzt nicht so klug.
Ich bin ja, Position 3. Ich weiß nicht, die Frage, hat er etwas, um mich aus der Ruhe zu bringen? Ja, Surfer. Hey, hat den Surfer bereits gewählt oder ist es... Nee, aha. Die Farbe ist einfach nur bezüglich halt Stärke, Coolness und Schönheit so herum. Ist doch interessant, dass ich an Attacken sehe. Ja, Leute, es ist nicht einfach, was man hier machen will. Mit welcher Tage soll ein Pokémon das Publikum verzaubern, fragen wir gerade auch. Mache ich den in der Hoffnung, dass ich nachher Erster bin und dann, wenn ich wirklich Erster sein will, um alle Sterne abzugreifen. In der Hoffnung halt, wa? Da muss ich Kraftkoloss einsetzen. Wobei ist trotzdem doof. Ich glaube sicher wäre der hier, wobei, ja, bringt Jan aus der Ruhe, er bringt vielleicht uns alle nochmal aus der Ruhe und bringt alles nix. Ja komm, versuchen wir es. Vielleicht aber echt genug und alle setzen eine Stärke. Gut, das war jetzt sowieso keine Strategie bereits im Arsch. Sollen auch nochmal punkten, okay. Dann mache ich natürlich das meiste, außer wenn dieser Zickzacks kommt und das Gefühl hat, er müsse hier noch uns alle stören mit Server zum Beispiel. Der hat aber nichts, war bei uns. Noch eine, zwei, okay, da bin ich jetzt der Sieger der Runde. Kommen also zuerst dran. Das große Finale, toll. Verdammt, das große Finale. Ich wollte eigentlich noch eine Mega-Entwicklung zeigen, aber geht jetzt nicht. Sorry, Leute. Aber das kann es geben. Jetzt bin ich erst, natürlich immer doof. Ja, ich muss das machen, weil die Chance, dass sie natürlich uns alle stören wollen, ist groß. Andererseits noch 3 Sterne, wenn die einigermaßen gut zu wissen, ich habe nur Stärke, war. Aus dem her also wie gesagt, angenommen sind einigermaßen intelligent, aber meine super Gegner, dann wissen sie, dass ich den Stern jetzt sowieso abgreife. Sprich, wir haben nach meiner Runde gibt es insgesamt 3 Sterne oben. Dann ist halt die Frage, der wird das sicher nicht einsetzen, weil nicht viele Sternbeine was kriegen. Ja, und werden uns alle stören, was? Aber ihm wäre es doof, wenn er das machen würde. Der geht nicht mehr, dann wird er sicher auf Störfaktor so viel aus. Vermutlich Zerschneider nehmen. Was wird der machen? Der versucht es vielleicht mit Raserei, wa? Mir ist auch mal so meine Gedanken, also. Nee, wie gesagt, der bringt nichts, der bringt mir jetzt auch nichts, weil ich nur 3 habe. Wenn schon müssen wir noch kraftlos kommen. Aber geht nicht, weil ich es bereits im letzten Zug eingesetzt habe, also muss er Schaufler nehmen. Hier das ultimative Wettbewerbs-Pokémon hinzukriegen, ist glaube ich echt, wenn man halt mindestens eine Attacke nicht von der gleichen Kategorie her hat, genau. Das war mein Fehler, es tut mir leid. Er hätte vor drauf kommen können, Mensch. Ja, wir angenommen, sie wollen nicht, dass der andere auch noch irgendwie Sterne abgreift, wobei er natürlich eine Chance gehabt, was er die Sterne abgreift. Lief sehr gut, tschüss, so, er wird natürlich uns alle, genau, wird uns alle foppen wollen. Bei mir klappt es aber nicht, so, nur der Rest und trotzdem noch ein paar Herzen. Das heißt, ja, leider keine Sterne abgegreift, aber wir müssten trotzdem gewonnen haben. So, das Blaue ist die Vorführungsrunde. Alter, wow, unnatürlich. Chaos ist the number one. So gehört sich das. So, mal ganz kurz ein Foto hier. Ein Fotoshooting. Zack, abgespeichert. Dankeschön und tschüss. Ja, wieso nicht? Foto wird gesaved. Wie du lalalala im Hyperrang.
Aber eben nur in der Stärke. Was, schon wieder? Hm? Was will die hier? Fantastico! Ein Sieg auf dem Superrang. Herzlichen Glückwunsch, Maike. Treten können. Großer Wettbewerb starten. Das ist einfach so klasse. Du bist kein Star. Ach, danke schön. Wenn du Fans haben wirst. Jo. Logo. Nochmal ein Auftritte kalt. Was? Was war das gerade? Klett? Was ist das für eine Klette? Wer ist überhaupt gesehen, ja? Ich bin hier der Rival und sonst niemand. Tu da jetzt was mal schön auf, ja? Maxine und ich sind hier die große Wahl bei Wettbewerben. Oh mein Gott, hey. Ja, also über dich kenne ich auch. Was herumphilosophiert, schönes Wort. Wenn es noch 40 Minuten ist, das schon für eine Rolle. Das Park und ruhig heute auch etwas zu lang werden. Mensch, Klett, was soll das eigentlich noch sagen? Freundschaft. Trainer Pokémon, noch eine Sache viel interessanter zwischen uns beiden. Lalala. Leute, wir machen es gleich anders. Ich will den Hyperrang noch versuchen. Die Chancen zu schaffen natürlich sehr gering, sehe ich auch ein. Trotzdem ist natürlich Stärke, war jetzt habe ich ein anderes Problem. Kann ich unser Pokémon irgendwie ummutzen? Ich hätte doch gerne irgendwie eines. Aber dann trotzdem 3 auf Coolness war. Vielleicht eines irgendwie auf Stärke ummodellieren, wobei es nur 1 hat. Hey, nur eine Stärke-Attacke ist schon ein bisschen zu wenig. Jo, gerne. Ja, kann ich vielleicht auswählen. Lala, Stärke! Pikachu! Wow. Lernt Flying Press. Was? Eine Übersetzung? Oder mal gucken, war wieder mal ein paar coole Attacken, okay. Zug waren schwer aus der Ruhe. Das ist natürlich geil. Zuerst ein Zug kommt. Und hier für Aussehen beim Publikum. Flying Press. So, das sieht nicht so viel. Ja, aber jetzt für Chaos müssen wir eine bessere Attacke aussuchen. Wie gesagt, mindestens eine Attacke davon sollte schon nicht im gleichen Typus sein, wo ich ihn antreten lasse. Wenn ich halt eben auf solche Situationen reagieren kann und irgendwie einen anderen Sterne mobsen kann und solche Dinge. Gut, machen wir es anders. Wir werden noch ein paar Pokerriegel gemacht. Keine Sorge, Freunde, der Part wird heute ein bisschen länger dauern. Das ist durchaus so in meinem Sinne. Wo ist jetzt meine gerade... Ah, hier Pokerriegel-Set. Habe ich noch ein paar Pokerriegel? Gelben, okay. Ich will sie ihm geben für die Stärke. Ja, Pika Pika! Ich habe schon bei Hyper antreten und schon ein Maximum haben. Ne, direkt mal alle. Pika Pika! Regenbogen noch. Ne, nehmen wir auch die kleinen noch. Die bringen zwar jetzt nicht so viel. Ah, Mann, wieso eigentlich Chaos war es auch nicht, das war einfach noch ein Überbleibsel aus Omega Rubin und ich dachte mir so, normal, vor allem für halt das Kampfressort ist es schon ein bisschen zu schwach. Andererseits einfach auf der Box weinen lassen will ich ihn auch nicht, wenn wir ihn noch einmal einsetzen und ja, dachte mir so Wettbewerbe, wieso eigentlich nicht? Ja, toll, jetzt haben wir noch einen. Und eben noch kein Maximum, verflucht nochmal, müssen wir ganz kurz herstellen. Aber ist ja kein Problem, wir haben genug. Und in der Hoffnung, es wird ein cooler. Yo Mann, DX! Müsste bereits reichen, wa? Und das nochmal normale. Oder wird's nochmal DX? Nö. So, dankeschön. Dann. Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Das war mein Fehler.
Erhöhen seine Stärke. Noch nicht ganz. Ja, wir sind nahe dran. Das gibt's einfach nicht, ey. Komm, den will ich noch behalten. Viel fehlt doch nicht mehr. Oh, komm schon, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt ist auf Maximum. So, sehr schön. Es hat schön geleuchtet und ich speichere jetzt ab, Freunde. Und dann wird es Zeit für den Hyperrang. Ich bezweifle stark, dass wir den gewinnen werden. Vor allem, weil ich noch viel zu wenig Erfahrung damit habe und so. Aber, naja. Versuch macht klug, wa? Trotzdem Weibler, okay. Stärke. Welcher Rang? Versuchen wir einen Hyperrang. Alles klar, Mann. So, Freunde, los geht's. Wer weiß, wie weit wir jetzt kommen. Stärke! Hyper! Geil, Mann! Marvin und der Rocker! Stolrock! Sieht der geil aus, Mensch! Oh, hier wird's schon enger. Shinobi! Was? Ninjask! Oh! Der könnte heikel werden. Weepies! Was? Weepito? Ja. Weepito ist natürlich. Mann, ist das stark, ey! Tja, guck mal das Pikachu an. Pika! Pikachu! Die Runde habe ich für mich entschieden. Runde und los geht's. Jetzt bin natürlich der Erste. So, ganz schwerste Ruhe. Ja, Elektroball. Pika! Das war's. Ja. Für Raub vor. Okay, klar, mal schön. Mein Publikum für Aufsehen. Ich will eben diesen Mega-Stern da links oben abgreifen. Weil, wie gesagt, nur mit einer Stärke-Attacke vermutlich ein bisschen sehr utopisch. Na, wir werden sehen. Es ging daneben. So. Muss das da Ruhe bringen, oder wie? Na, haben wir schon gedacht. Du warst -1, hallo? Die Konkurrenz ist hart. So, ich bin zuletzt dran. Ist die Chance da, dass ich mir einen Stern vor... Die Chance wäre da, war. Ich bezweifle, dass die drei irgendwie halt stärker einsetzen würden, weil, wie gesagt, wir sind so Hyperrang. Also schätze ich mal, dass die NPCs einigermaßen clever sind. Wenn die drei alle eine Stärke-Attacke einsetzen. Hätten wir bereits 4 Sterne oben, sprich könnt ihr abgreifen. Macht sicher keiner hier. Mache also Donnerwelle, logischerweise. Als erster. Hä? Okay, die NPCs hier sind nicht clever, das ist fertiger Bullshit. Meine Güte. Wollt mich jetzt verarschen, ihr macht alle eine Stärke-Attacke, bitte nicht, das wäre jetzt, sorry, aber dann bin ich hier am Arsch. Wollt ihr zumindest einmal den abgreifen? Einmal. So, und jetzt komme ich noch so mit Donnerwelle und, wer wir sie alle, Mann. Alter! Da habe ich ein bisschen was abgezogen. Nein, ich bin Erster. Scheiße. Das war doch jetzt nicht. Zweit wäre geil gewesen. Toll, jetzt mache ich dafür keine Stärke-Attacke. Wäre doof. Einer von denen wir natürlich abgreifen wollen. Ich in meinem Publikum. Ja, aber ich muss irgendwie auch mal Punkte machen.
Ich muss Ruckzuck machen, in der Hoffnung, dass nur einer von anderen halt eine Stärkeattacke einsetzt und dann ich wieder abgreifen kann. Wobei, wenn es natürlich nicht total, natürlich da oben da vorne bist. Ja, den kann ich nicht machen, weil einer garantiert eine Stärke. Zwei haben wir vielleicht noch eine Chance, aber ich muss so versuchen. Ja, ist echt tricky. Wobei eben nur eine Stärkeattacke hier einen Stärke-Wettbewerb zu haben, ist natürlich schon lame. Also da wäre mindestens zwei wären schon sinnvoll. Okay, keiner macht was. Er hat also gehofft abzugreifen. Natürlich die Frage bei VPTs, wie sieht's aus? Will uns eher verwirren oder das auch so eine war? Das heißt, er greift es gleich ab. Ja. Wieder nix. Dabei wollte ich die doch haben. Mann ey. Was? Tetratoxin B? Alter, es gibt Herzen. Mit viel Schmerzen. So, und ich bin fast letzter, war. Was? Wieso bin ich wieder erster? Ja, wir sind bereits auf Runde 4, also müssen wir ein bisschen was machen. Flying! Okay, Body Slam. Eigentlich wollen jetzt alle ein bisschen Punkte machen, war also. Naja. Dankeschön. Und nichts mehr. Werde ich nochmal Glück haben? Ich bezweifle es ganz stark. Alter! Bitte sag mir, dass man den aus der Ruhe bringen kann. Und zwar ganz schnell. Ich weiß aber schon, dass du bei uns alle aus der Ruhe bringst. So, welchen Rang bin ich jetzt? Oh, letzter. Ja, natürlich, wenn. Na, wobei. Es ist wieder mal so eine Frage, war wie der Stärke einsetzen, glaube ich, eher weniger. Er wird es in der Hoffnung schon machen, das heißt, er wird es aber auch nicht erwarten. Das kann ich vielleicht doch ab. Ach, dabei habe ich es gerade gemacht. Der Ruckzuck gibt. Er hätte noch eine Chance. Ne, ist Runde 5, scheiße. Den muss doch noch Welle machen. Geht nicht anders. Geht nicht anders, weil die Chance, das abzugreifen, 5 Sterne, ist sehr gering. Und dann nochmal Flying Press geht auch nicht, also ich muss es so versuchen. Das hat er auch gemacht. Das ist die Frage, hat nie erst damit gerechnet, dass der erste Stärke-Attacke einsetzt. Ja, da hat es gehofft, also greift er es jetzt ab. Na, schütze kann er davor, aus der Ruhe gebracht zu werden. Alter Schwede. Ach ja, jetzt hoffen natürlich nur, dass VPTs die anderen beiden aus der Ruhe bringen will und ich dann voll, schön abgreifen kann. Boah, ist das viel gemein. Giftfalle. Na, komm schon aus der Ruhe bringen. Immerhin einen noch, okay. Den kann ich jetzt schön senken. Ich habe nicht so viel, wie ich erwartet hatte. Scheiße. Ja, Grundstück, das war's, Leute. Das war wohl ein völliger Fehl. Vor allem aus dem Grund, weil ich, wie gesagt, zu wenig Stärke-Attacke hatte. Für, ja. Hyper halt. Jetzt glaube ich sicher gewonnen, das ist klar. Was? Ich hab's ganz. Ja, also entweder habe ich doch mehr abgezogen als ich dachte, oder es ist einfacher als erwartet. Egal, wir haben gewonnen! Sogar auf Hyper ist das nicht geil.
Noch im Meisterrang teilnehmen, aber das machen wir nicht mehr, Leute, weil dafür habe ich definitiv zu wenig Erfahrung und auch zu wenig gute Attacken auf Petto. Da muss ich sonst mal gucken, ob ich überhaupt noch Lust drauf habe und ja, natürlich auch, wie denn ich das Ganze irgendwie deichseln kann. Ja, dann gehen wir noch auf dich gleich da drüben, schon wieder. Mann, diese sehen ja immer. Ist mein größter Fan. Ich liebe... Ah, da bist du ja, ich habe gerade mein Lied gesungen. Ich hab grad vergessen. Du hast einen Hyper angemeistert. Wow, geht's eigentlich noch fantastischer? Klar. Ja, das stimmt, Michael. Die sind einfach klasse. Mir ist immer verlassen, der Stand in eines Wettbewerbsstars. Klasse, war Xeblu? Xeblu. Altaria Menschen, war bitte. Mit der Rocket Michael. Kannst du Bezirgang, kannst du gewinnen. Kannst du was drauf. Er hat es aber gemacht, aber halt die Attacken, die fehlen noch. Die halt gut aufeinander abgestimmt sind. Was nicht alle auf dem Eis geschafft habe, dann... Ach du Scheibenkleister. Keine Sorge, jetzt ist Klett ja hier. Moschok, Mog! Oh, Klett und Mascha. Ich gar nicht sehnsüchtig. Das war so ein schöner Moment. Guck mal, wenn der Mascha sind wir nicht zusammen. Der steht ja wohl auf sie. Moschok! Menno, kein Bock drauf. Moschok, ich liebe dich. Meine Pokémon. Oh Mann, ey. Einfach der einzige wahre Rivale für dich. Wieso nicht ein Freund, aber ist ein anderes Thema. Ist der Rivale Stadi zu machen? Ja. Das war mir also zugetraut, aber freut mich echt durch, ganz ehrlich. Ich will mich niemals übertreffen. Oh, den treffen wir sicher im Meisterrang. Was wir drauf haben. Ja. Da betone mich, ja. Gut, wie gesagt, Leute, danke fürs Zusehen. Das war es wieder mal für heute bei Pokémon Delta Alpha Saphir. Es war ganz cool, mehr als ich gedacht hätte. Und vielleicht machen wir wieder so einen Spezialpart, wo ich wirklich irgendwie ein paar optimale Pokémon gemacht habe und so. Also mein Pokémon ist relativ einfach. Und so, aber halt, wie gesagt, die Attacken müssen gut aufeinander abgestimmt sein. Und mindestens einer davon darf mit der Kategorie angehören, weil sonst kann man halt nicht so gut auf solche Momente reagieren mit der Sternvergabe. Aber sonst würde ich sagen, was ganz geil in dem Sinne. Bis zum nächsten Part, wenn wir dann uns aufmachen zu den Geheimbasen. Mal gucken, was da und so abgeht, wa? Bis dahin, tschüss!